Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns ja hier immer noch im mächtigen Götterreich und ich habe mindestens noch etwas vorgehabt, um da mal sicher mal auszuprobieren. Und zwar habe ich bei diesen verschiedenen Statuen, also die sollten sich auch da unten befinden. Jawohl, die sollten sich da unten befinden, kann ich euch eigentlich auch noch schlagen haben. Sucht, macht's! Okay, machen wir doch lieber gerne. Oh, warte, jetzt gehe ich aber zuerst noch schwimmeln im wunderschönen Teich, damit sich meine Essenz da auch noch auffüllt, also meine Seelen. Weil ich habe vor, mindestens eine Statue mal noch herauszufordern, blöd gesagt, um zu schauen, ob ich von der noch meine restlichen Essenzen erhalten würde oder ob wir überhaupt noch Essenzen davon würden erhalten. Weil mich das stark wundernimmt, durch das, dass mir ja wirklich nur noch 26 Essenzen fehlt, um das zu erledigen, was ich eigentlich schon seit längerem erledigen würde. Darum habe ich gedacht, bei dem gesehen wir, hat es ja so einen Traumnagel nebendran. Aber ich würde sagen, ich probiere es jetzt einfach mal direkt mal mit dem da. Seelenkrieger, rastloser Gott des Heiligtums, resonant und erhaben. Hä? Ich drücke jetzt einfach mal resonant. Okay, ich habe jetzt eigentlich gemeint, man muss da wieder so ein Gitterli setzen. Aber wie es aussieht, ist das einfach... Oppa! Okay. Ah, das ist dumm gewesen, ich muss auf mich auf Abstand gehen. Genau, weil dann kann ich seine Bömbeli da durchweichen. So. Aber die Seelen habe ich, wie es aussieht, nicht mitnehmen vom... Ah Mann! Ich stelle mich gerade dumm an. Ah, jetzt habe ich gemeint, er jumpt wieder auf mich. Ich stelle mich wirklich gerade ein bisschen dümmer an, als ich müsste. Der Kampf müsste eigentlich easy sein für mich. Hola. Nein, ist es das schon gewesen? Da komme ich für mein Leben noch schnell nach. Und was passiert jetzt, nachdem ich ihn besiegt habe? Hey, jetzt komme ich da so ein Bömbeli vorne dran. Ich probiere jetzt mal. Jetzt habe ich wie so eine Kugel da vorne dran anbekommen, aber ich habe keine Ahnung was. Resonant. Und ich probiere jetzt das mal aus. Mich wundert jetzt einfach, was genau die Statuen machen. Ich denke, man sollte den jetzt auch sicher das zweite Mal noch können oder schaffen besiegen. Wow! Jetzt macht er mehr Schaden, das heisst besser ausweichen. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass ich durch ihn durchkomme. Hä, wieso tüpft er mich jetzt plötzlich so viel? Ah, jetzt bin ich zu früh durch. Okay, das ist ein bisschen dumm von mir gewesen. Hat alle mir jetzt ein bisschen... Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt im letzten Kampf ziemlich dumm angestellt gegenüber dem da. Die Frage ist, ich habe ja diese Sachen dabei, aber die sind eigentlich schon ziemlich gut gegenüber ihm. Was wir... Nein, komm. Probieren wir es gerade nochmal so, ich muss mich einfach nicht so dumm anstellen. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich so eine wenn ich beide Sachen erledigt habe, wenn mich das einfach Wunder nimmt. So eine kleine Wundernase. Ah, ich verwechsel immer die Angriffe. Okay. Okay. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch ausweichen. Ich muss mich wirklich ein bisschen gescheiter anstellen. Nein, also dort muss ich wirklich den Schritt benutzen. Und schon wieder down. Ich glaub's nicht. Oh Mann. Scheibe. Scheibe. Ist doch nicht möglich. Komm, also. Ich würde sagen... Nein, jetzt habe ich es falsch gedrückt. Mensch. Kann ich das jetzt nicht abbrechen? Genau, weil es lange nicht. Ich habe gedacht, das lange, wenn ich einfach so weglaufe, wenn er runterschlägt. Aber es aussieht, lange das nicht. Ah doch, wenn wir da... Kann ich gerade noch ein bisschen üben einmal. Und jetzt gerade stellt er sich dumm an. Also stellt der sich ein bisschen dümmer an. Dola. Ich habe doch gedrückt. Ah, Mann. Ich stelle mich grausam dumm an. Gut, aber ich bin jetzt auch in dem Niveau, dass ich sage, den Kampf muss ich nicht gewinnen, weil ich ihn schon mal gewonnen habe. So. Erledigt. Und jetzt soll ich das anbekommen, indem er mir die ganze zweimal Schaden gibt. Das wird ziemlich witzig.
Genau, das haben wir ja schon mal anbekommen. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich vielleicht wirklich mehr mit Schüssen schaffe. Also, dass ich jetzt wirklich mal sage, hey... Nein, die Kombination ist eigentlich schon ziemlich gut. Aber ich habe jetzt eher überlegt, ob ich vielleicht eben schaue, dass ich einen stärkeren Schuss mitnehme. Und ihn irgendwie vereinen dafür... Ja, komm. Jetzt hauen wir ihn schon allein auf den Deckel. Das bringen wir doch jetzt irgendwie mal schnell an. Da. So, ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich jetzt das erledigt habe. Die Wundernase muss einmal erfüllt werden. Sola. Sola, nein, jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen besser aus. Du schiessest, ich schiesse. Ich würde sagen, das ist ein guter Deal, oder? Sola. Jawohl. Du schiessest, ich schiesse. Du schiessest, ich schiesse. Sola. Du schiessest, ich schiesse. Mit dem bleiben wir jetzt einmal. Ja, vertreibt auch einiges mehr, das muss ihm lassen. Sola. Also verträgt tut er wirklich einiges mehr. Du schiessest, ich schiesse. Bei dem bleiben wir mal jetzt. Sola. Nice, okay. Haben wir geschafft. Nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber das Mal haben wir uns ziemlich gut geschlagen. Und jetzt wundert es mich aber, was passiert. Jetzt habe ich dich zweimal besiegt auf beiden Stufen. Und was bringt uns das jetzt? Resonant, erhaben. Und jetzt haben wir noch etwas anderes freigeschaltet. Seelenkrieger. Also jetzt haben wir noch strahlend freigeschaltet. Okay. Bist du jetzt nochmal stärker? Wahrscheinlich macht er mir jetzt irgendwie 3 Schaden oder so. Okay. Ah! Was? Wenn wir uns ein einziges Mal treffen, dann sind wir gerade down. Ach du Heilige. Das ist eigentlich gerade eine Herausforderung, die ich gerne nochmal machen würde. Aber jetzt probiere ich das noch einmal und sonst würde ich sagen, verlassen wir langsam das Reich der Götter. Ja gut. Okay. Also das ist dann wirklich eine andere Liga, blöd gesagt. Also da müssen wir wirklich mit 0,0 Fehlern müssten wir dort durchkommen. Aber ich persönlich würde sagen, das lassen wir jetzt einmal so bleiben. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich dort meine restlichen Essenzen einsammeln kann. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ort, wenn man sagt, ey, ich habe nichts mehr zu tun in Hollow Knight. Was das ist, das wundert mich auch noch. Aber ich glaube, das ist wirklich eher so ein Ort, wo man sagt, hey, ich habe nichts mehr zu tun in Hollow Knight. Ich will jetzt alle Böse auf dem höchsten Level, weiss nicht was, anzubekommen. Und wie es aussieht, bin ich einfach noch nicht gut gemacht dafür. Dann würde ich sagen, wir versuchen uns jetzt ganz langsam mal wieder aus dem Götterreich rauszubegeben und schauen, dass wir irgendwie die 26 Essenzen noch einsammeln können. Und uns sonst richtig Kolosseum machen. Weil ich würde gerne sicher mal noch die Stufe 3 vom Kolosseum schaffen. Genau, weil jetzt können wir durch das, dass wir ihn draufschlagen, können wir jedes Mal wieder in das Reich der Götter reinkommen. Soweit ich das richtig verstanden. Hallo? Also wenn wir da schauen, dass wir wirklich überall alles ein bisschen anschlagen. Mal so alles. Ich wollte lieber noch mal schnell alles ein bisschen erkunden. Dass ich da wirklich auch nichts übersehe. Das ist ja, glaube ich, so ein normaler See, nicht dass der aus den Seelen auffüllt. Nein. Genau, aber da hat sich gar nichts befunden. Ich glaube, da bin ich schon schauen. Aber da kann man auch noch rauf. Nein, dann probieren wir es. Komm jetzt! Ah! Komm, das bringen wir doch jetzt irgendwie an da. Nein, wirklich. Nein, ich darf meine Flügel vorne brauchen. Aber das ist gut zu wissen, es ist etwa auf dieser Höhe dort. Ich mag mich schon fast gar nicht mehr erinnern, wie wir da angekommen sind. Es kann auch sein, dass ich von dort gekommen bin. Aber ich könnte ja da... Ich habe meinen Kompass nicht dabei.
Ich nur meinen Kompass nicht dabei. Naja. Naja, dann probieren wir es mal ohne. Sonst muss ich halt nochmal schnell ins Götterreich reingehen. Aber eigentlich... Nein, da schiesse ich mich nur an die Wand, genau. Aber eigentlich... müsste ich mich auch da dann... irgendwo noch schnell überschiessen können. Aber ich glaube, das wäre sogar der Ort, wo wir dann hin müssten. Hä? Eintreten? Gehen wir mal schauen, okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich hätte meinen Kompass mitnehmen. Okay. Räumen wir die schnell weg. Aber da sind wir, wie es aussieht, noch nie gewesen, weil das also mehrere Pilze mit Geo. Ich hätte mir wirklich noch schnell eine bessere Combo mitnehmen. Irgendwie da... Gehen wir mal da güchseln, aber da geht es komplett rauf. Dann gehen wir lieber noch mal schnell da runter schauen. Also, solange ich da meinen Kompass nicht mit am Start habe, ist das schon ein bisschen schwieriger. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, wenn da schon irgendetwas ist, dann müsste man doch da auch irgendwie durchkommen. Okay. Wir haben jemanden gefunden. Ja, hallo. Und sonst hat es da nichts weiter. Und immer mal zuhören. Laut, klar, klar. Gruselig hoch oben. Bleib hier, klar. Klar, klar. Mutter schickt Schätze. Sammeln sie auf. Egel-Eremitin heisst die. Nehmen wir mal mit dem Traumnagel schauen da. Mutters Leuchten. So wütend. So wütend. Okay, also das hat mir jetzt gerade momentan nicht weitergeholfen. Außer, dass wir da irgendjemanden gefunden haben. Wo uns ein bisschen Antworten geben können. Aber das heisst, irgendetwas wartet da oben auf uns. Es könnte sogar noch irgendein Bosskampf sein, weil mir fehlt im Gesamten immer noch der Grimm und nochmal jemand. Aber wo sich genau der andere Bosskampf befindet, weiss ich noch nicht. Nein, da haben wir einfach einen Weg. Und ich würde mal behaupten, wir sind da beim Schmiedemeister. Oder täusche ich mich da? Nein, jawohl, wir wären da gerade beim Schmiedemeister. Aber den habe ich ja blödsinnig eingestreckt. Also, den hätten wir ja eigentlich am Leben lassen. Aber ich Ludler habe ich nicht darüber nachgedacht. Ja, jetzt ist eine gute Frage, eine schwere Frage. Dann würde ich sagen, wenn wir schon da sind, dann machen wir uns von da aus weiter auf den Weg. Und was ich sicher mal muss ausprobieren, ist jetzt wirklich gegen die Monster mehr meinen Traumnagel zu verwenden. Lichtgefahr! Ich werde dich umbringen! Okay. Aber ich habe eigentlich in der Hoffnung gehabt, dass wir irgendwie so dann mehr als sensibel kommen. Da liegt einfach eine Leiche rum. Hey, geht's noch? Hey! So. Da ist auch nochmal eine Leiche. Ah, ich bin... Irgendwie muss man den Schuss kann man nicht aufgeladen behalten. Was noch kann ziemlich mühsam sein, aber was mir gerade auffällt ist, irgendwie komme ich da rauf, aber da oben hat es nichts. Okay. Das ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen, dass man da gegen raufkumpen. Man weiß ja nie. In Hollow Knight hat es hier rüber mal ein kleines Weg, das plötzlich dazu führt, etwas Neues zu finden. Aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt schnell auf den Weg zum Bänkli, um zu schauen, dass ich mir mal schnell den Kompass zu eigen machen kann. Genau, komm. Hey, nein, das funktioniert nicht. Wenn müsste ich wahrscheinlich den Dings mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendetwas auf diese Art oder Richtung bringt, wenn ich da immer mit dem Traumnagel auf Gegner draufschlage. Aber ich wollte unbedingt noch die 26 Essenzen nehmen. Und ja, irgendwie bekommen wir das an. Ich würde sagen, ich nehme hier einen Qual weg, tu dafür unseren Wegkompass mitnehmen und bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt auch Wappen des Verteidigers wegnehme, um unseren Traumträger zu machen. Genau, weil so sollten wir viel schneller eigentlich unseren Traumnagel einsetzen können. Und dann würde ich sagen, ich mache mich zu Fuß auf den Weg. Hä, jetzt habe ich gedrückt. Also bei denen funktioniert das nicht, die sind ein bisschen hart unterwegs, also wirklich schnellmäßig. Nein, aber komm jetzt. Licht, das Licht. Kann ich dich nochmal schlagen? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich etwas bringt. Ich bin mega unsicher, aber irgendwie sollten wir ja eigentlich mit dem Traumnagel von den Monstern unterwegs, wo wir sind, Essenzen können einsammeln. Und wegen diesen 26 nochmal gegen den Dungeon-Verteidiger kämpfen, der ist ja wirklich übelst grob unterwegs momentan. Bin ich mir unsicher, ob ich mir das freiwillig antue.
Komm, schnell Leben anfüllen, sonst kommt das da nicht gut. Und dann wäre eigentlich jetzt sicher mal das nächste nochmal versuchen, das Kolosseum überstehen, Stufe 3. Für das sollten wir nämlich nochmal einen Talisman-Platz bekommen. Also, dass wir nochmal einen Talisman-Platz mehr haben zum Mitnehmen. Und das wäre natürlich ziemlich nice. So, wo sind wir da? Wir sind da, okay. Was wir auch mal noch machen könnten, ist bei dem vorbeischauen. Ich weiss nicht, ob da noch irgendetwas abgeht. Weil eigentlich haben wir noch mega viele Sachen für ihn zu verkaufen. Der Kleine sieht komisch aus, aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Aktivieren. Genau, weil ihm könnte ich auch mehrere verschiedene Sachen noch verkaufen für Geld. Aber ich weiss gar nicht, ob mir das wirklich im Großen und Ganzen etwas bringt oder ob ich dafür eine Einsicht bekomme. Darum lasse ich das jetzt gerade momentan noch bleiben. Es kann ja möglich sein, dass ich irgendwo plötzlich noch Geld brauche. Darum lasse ich das lieber mal noch bleiben. Und jetzt wollte ich aber noch schnell auf der grossen Karte schauen, ob wir jetzt dort eigentlich plus minus alles erkundet haben. Genau, wo ist jetzt? Wo sind wir jetzt genau gewesen? Das ist eine gute Frage. Ich weiss es gar nicht mehr. Genau, da sind wir gewesen. Aber es sieht eigentlich komplett durch Forst aus. Es sieht eher aus, als hätten wir da dann, eben so einfach ein Portal, um zu dieser Macht zu kommen. Dann haben wir schon mal wirklich einen weiteren Weg freigeschaltet. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt wirklich auf den Weg ab ins Kolosseum. Jetzt ist aber die Frage, ja komm, dann gehen wir da einmal komplett geradeaus durch. Und dann hoffe ich doch, dass ich irgendwie noch die Essenzen zusammenbekomme. Und sonst müssen wir wirklich nochmal zum Dungeon-Verteidiger ihn nochmal versuchen zu besiegen. Du willst meine Geo! Ja, nicht nur das Geo, aber Essenzen würde ich auch noch ziemlich praktisch finden. Und ich hoffe immer noch, dass ich irgendwie, wenn ich mit dem Traunagel auf euch drauf haue, da irgendwie mal noch ein bisschen Essenzen bekomme. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Dieser Reichtum meiner, alles mein! Gib mir doch etwas ab! Bleib zurück! Jetzt ist es spät, jetzt tue ich die halt töten. Ich hätte gerne noch ein paar Informationen mehr. Dein Geruch, arm, dich töten! Okay. Ich sollte noch schnell mein Leben anfüllen, sonst kommt das auch nicht gut, wenn ich da die ganze Zeit meine Späßchen mache mit ihnen. So, da. Füllen wir noch schnell die letzten 3 Leben an, das sollte gerade noch machbar sein. Jawohl. Und dann machen wir uns mal schnell auf den Weg. Ich glaube, wir gehen mal zuerst zum Hirschkaffee und nachher noch schnell auf Mistmund. Weil ich würde noch ganz schnell das mit der zerbrechlichen Talisman gerne noch ausprobieren. Um mit der ins Zelt reingehen. Zum schauen, was dann genauer passieren würde. Und dann würde ich sagen, danach direkt mal ab ins Kolosseum. Und dann würde ich sagen, versuchen wir uns und wagen wir uns sonst mal an die dritte Stufe. Wie komme ich da hinten? Das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden. Mit meinem Geistertrick komme ich da auch nicht durch. Okay, dann lassen wir das mal noch so bleiben. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, ich finde da mal noch einen Weg rein. Sonst muss ich halt mal schauen, ob ich irgendwo noch einen Brückel die Wand oder den Boden finde. Das wäre natürlich noch gut möglich. Aber ich würde sagen, lieber Hirschkäfer, bringen wir uns doch mal noch ganz kurz schnell nach Mistmund. So, da sind wir schon mal gemütlich im Mistmund gelandet. Dann gehen wir doch mal noch schnell mit den zerbrechlichen Sockel, also Talisman, ausprobieren. Und zwar diese 3 hier. Ich würde sagen, ich rüste die jetzt einfach mal aus. Ich habe die ja nicht wirklich durchgelesen, was die genau bringen. Das könnten wir dann eigentlich noch machen, sobald ich da... Ach komm, schauen wir jetzt mal ganz schnell. Erhöht die Gesundheit des Trägers. Lässt den Träger mit mehr Geo finden, wenn er Gegner besiegt. Oder macht den Träger stärker und erhöht den Schaden, den er Gegner mit dem Nagel zufügt. Sehr gute Socke, besonders der letzte. Ah! Dieser Talisman, wunderschön kostbares Ding. Liebchen, lässt du es mich sehen? Musst du es mir zeigen? Fragiles Herz übergeben, ja. Welch kleine Schönheit, welch ein Geruch. Welch ein Geruch, Hä? So gut, so lecker, ein perfektes Ding nur für mich, Hä? Wunderschön, köstlich, Du bist reizend, Liebchen, sehr süß von dir, mir solch ein Geschenk zu bringen. Ich wollte dir das Geschenk gar nicht geben, geht's eigentlich noch? Derjenige, der mein Geschenk gemacht hat, von unten, ja. Sehr gut Geschenk, sehr lecker, köstlich. Hat jetzt einfach mit Talisman gefressen. Aber ich brauche den ja noch. Ja, hä? Möchtest du etwas, Liebchen? Du willst doch wohl nicht mein Geschenk zurücknehmen, oder? Urra! So fies, so grausam, wenn das stimmt. Wenn du etwas verschenkst, ist es für dich für immer verloren. Hallo?
Schatten und Feuer werden so schön miteinander tanzen, denke ich. Die hat einfach meinen Talisman gefressen. Aber ich kann dir etwas zeigen, wenn du nett zu mir bist. Liebchen, wirst du etwas Nettes für mich tun, Liebchen? Gib es mir, dein Geo. Gib mir dein Geo und ich werde dir ein Geschenk geben. Bezahlen? Um ein Geschenk zu erhalten? 12.000 Geo. Das ist doch voll die Abzockerin. Kein Geo, warum? Warum hast du nicht genügend Geo? Ja, weil 12.000 Geo ziemlich viel sind. Die hat mir jetzt einfach mit Talisman geklaut und ich finde das jetzt gerade ziemlich frech von ihr. Und jetzt will sie noch 12.000 Geo von mir. Hallo? So, dann nehmen wir mal unseren Kompass mit, unser Seelengefäß. Ich würde sagen, Langnagel sollte eigentlich schon mal lange. Dann unsere Schattenspur, dann haben wir noch 2 Plätze frei. Und ich würde sagen, die 2 Plätze können wir sonst eigentlich mit unserem Webelied oder mit diesen 2 ausstatten. Komm, wir nehmen gerade die 2 mit. Zusätzliche Schaden für auf den Weg. Und ich bin jetzt nämlich gerade am Überlegen, ob ich all die Sachen noch verkaufe, die wir gerade vorher sind. Aber ich glaube dann einfach gar nicht. Nein, dann dürfte ich den Wappen des Verteidigers nicht mitnehmen. Weil dann stinken wir ja und die hat ja nicht gerne, wenn wir stinken. Dann nehmen wir in dem Fall lieber doch unser Weberli mit. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir unsere Sachen verkaufen und versuchen mal die 12.000 Geo noch zusammenzubekommen. Weil ich finde das aber, wie gesagt, immer noch ziemlich frech, was da gerade abgegangen ist. Aber da müssten wir nochmal schnell... Station des Königs wäre, glaube ich, am nächsten. Komm, probieren wir es gerade nochmal. Das machen wir doch jetzt noch kurz. Komm. Gehen wir mal schauen, wie viel Geo wir zusammenbekommen, wenn wir ihm alles verkaufen. Und nachher ab ins Kolosseum, dann müssen wir schauen, dass wir im Kolosseum gewinnen, weil da kommen wir ja auch noch eine rechtliche Summe an Geo dann über. Also wenn wir natürlich gewinnen, also wir müssen natürlich auch noch zuerst gewinnen, sonst passiert gar nichts. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, für was brauche ich noch Geo? Jetzt haben wir es herausgefunden. 12.000 muss ich jetzt deren geben. Und ich bin mir ziemlich unsicher, ob ich für das dann wirklich auch etwas erhalte. Aber das finde ich erst raus, wenn ich es ausprobiert habe. Da lange jetzt nicht zum Durchkommen. So, dann gehen wir ganz kurz schnell zu ihm, verkaufen all die Sachen. Vielleicht bringen wir sogar die 12.000 Geo so zusammen, das weiß ich noch nicht. Aber für das müssen wir es ausprobieren, oder? So, ich muss euch leider jetzt alle merzen, ich brauche euer Geld. So, ich glaube, da sind wir richtig. Nein, da sind wir zu früh. Wir sind zu früh rauf. Mann. So. Nice, okay, wir sind da schon ziemlich gut dran. Ich glaube jetzt der nächste aufwärts und dann sollten wir schon mal bei ihm sein. Dann verkaufen wir gerade mal all die Dinge. Also all die Sachen, die wir auf uns haben. Und dann hoffe ich, dass ich wirklich gute Summen an Geld bekomme. Ich muss dann einfach schauen, dass ich nie mehr sterbe. So. Ja. Wanderers verkauft. Ein Journal eines Wanderers. Du hast ein Talent, die zu finden. Du siehst bestimmt eine Menge Leichen auf deiner Reise und dein Nagel hat die Anzahl bestimmt noch erhöht. So, gerade auch noch. Noch ein Journal eines Wanderers. Was? Dieses Journal ist auf traditionelle Art aus Stein. Auf denen bleibt der Text gut erhalten. Als die Stadt ihren Ende zuging, benutzte man statt Stein Pergament aus gewobenen Spinnseide. Es ist eine Schande, aber die Feuchtigkeit in diesen Türmen hat diese Texte größtenteils unerleslich gemacht. Okay. Ein Journal eines Wanderers. Hast du gehört, was man über Journal aus Steinen sagt? Wenn du dich rumgefahren lauern, doch dein Nagel, der ist stumpf. Dann nimm dein Journal zur Hand, ziele stets auf den Kopf und Rumpf. Der ist gut, oder? Und wahr, sie haben wirklich ein erhebliches Gewicht. Oh Mann, das war wirklich nicht schlecht. So. Was ist das? Ein Journal eines Wanderers? Davon habe ich jetzt so viel. Wenn ich jetzt mal dazu gekommen bin, alle zu entziffern, werde ich wohl den größten Gelehrten über die Toten von Heilands Nest sein. Ein Journal eines Wanderers? Es ist unglaublich, wie viel davon du schon gefunden hast. Du musst die ganze Weite des Königreichs bereist haben, um so eine Sammlung zu haben. Okay, dann haben wir noch den letzten von denen. Ein Journal eines Wanderers. Es ist unglaublich, wie viele du davon schon gefunden hast, hat er euch schon erzählt. Und machen wir weiter mit Siegel von Heilands Nest. Noch ein Siegel von Heilands Nest. Ich habe gehört, da steht die Statue eines großen Ritters am Eingang der Stadt. Das könnte einer der großen 5 des Königreichs sein. Ich hätte selbst nachgesehen, aber das Tor ist schon lang fest verschlossen und der Weg darum herum ist wegen den ganzen wandelnden Hüllen einfach zu aufwendig. Okay, wir haben 8 Stück von denen. Mal wundern, was die alles erzählen in diesen Sachen. Jep, das ist eindeutig noch ein Siegel von Heilands Nest. Der Laden wird noch überschwemmt mit Dingen. Gar, ich hätte nie gedacht, dass es noch so viel davon gibt. Wenn sie es so gewöhnlich sind, wie du es erscheinen lässt, zahle ich vielleicht zu viel dafür. Komm ich jetzt... Hä? Er hat mir vorher 800, glaube ich, gegeben für die. Und jetzt komme ich 440. Verkaufen wir zuerst so eins. Verkaufen wir zuerst so eins, mal schauen. Ein Königsidol? Wenn man genau hinsieht, kann man sehen, dass jede dieser Statuen einzigartig ist. Sie haben alle feine Inschriften, die es dauert zu entziffern. Ich vermute, jede wurde eigens für ihre Besitzer angefertigt.
Ein persönliches Symbol der Allmacht des Königs. Okay, probieren wir es mal mit dem. Ich wundere, was er da dem noch erzählt. Arkanes Ei. Ein arkanes Ei, was? Also das heißt, das nenne ich alt. Solche Relikte sind der Stolz und von Sammlern wie mir. Sie tragen ein Geheimnis in sich, aber es ist schwer, mühevoll Arbeit, es ihnen zu entlocken. Eine große Offenbarung lässt sie jedoch gleich erkennen. Diese Zivilisation mag zwar behaupten, sie sei die erste gewesen. Doch es gab an diesem Ort schon etwas vor, Heilandsnest. Jedes Ei gewährt einen kleinen Einblick in diese vergangenen Zeit. Okay, alles klar. Verkaufen wir mal noch den Rest und schauen wir mal nach. Da hat er noch viel erzählen da. Noch ein Königsidol. Warst du bei den Überresten seines Palasts? Sie sind unterhalb dieser Stadt im Grundgestein des Königreichs. Muss damals ein beeindruckendes Bild gewesen sein. Jetzt ist davon nichts mehr übrig. Schon merkwürdig. Es gibt keinerlei Spuren eines Kampfes in diesem Gebiet. Als hätte sie der ganze Ort einfach so in Luft aufgelöst. Okay. Ein Ort, der sich in Luft aufgelöst hat. Ziemlich speziell. Ein Königsidol? Ich habe mich schon oft gefragt, wie der König wirklich war. Abbildungen zeigen immer imponierende, gleißende Gestalten mit einer wild gezackten Krone. Ich glaube aber, dieses Bild wurde reichlich ausgeschmückt. Ein Herrscher der Verheerung sucht versteckt seine Makel. Es wäre von Nachteil, wie ein gewöhnlicher Käfer auszusehen. Okay, ja, alles klar. Ist ein bisschen am Lästern da der König, hä? Ein Königsidol. Bei so vielen, wie du mir davon gebracht hast, werden die anderen Reliktsucher noch denken, ich sei ganz verrückt nach dem König. Pah, wer sollte das schon glauben? Sie würden nur neidisch auf meine Sammlung sein. Finde noch mehr für mich. Alles klar, dann gebe ich dir gerade mal schon den nächsten. Wir kommen nämlich den 12.000 schon ziemlich nahe. Ein Königsidol. Bei so vielen, wie du mir davon gebraucht hast, werden die anderen Reliktsucher noch denken, das hat er mir schon erzählt. Okay. Mal schauen, was beim nächsten sagt. Vielleicht sagt er nochmal das Gleiche. Bei so vielen Dingen... Na gut, jetzt erzählt er immer wieder das Gleiche. Also es kommen keine grossartig neue Texte dazu. Dann können wir das auch kurz überspringen. Ja, das ist nochmal genau das Gleiche. So, dann geben wir nochmal ein arkanes Ei. Noch ein arkanes Ei. Es kommt selten vor, dass jemand zwei davon besitzt. Meine Kollegen werden vor Neid erblassen, auch wenn mich meine Leidenschaft langsam in den Armut zu treiben droht. Diese Eier sind die begehrtesten Fundstücke aus der Zeit vor Heilandsnest, aber es sind nicht die einzigen Überbleibsel aus dieser Periode. Du hast sie vielleicht schon gesehen, diese alte Statue, die scheinbar alles Behälter für Seele dienen. Sie sind auch Beweise für die Existenz jenes Zeitalters, nur in einer viel größeren, gröberen Form. Ich glaube, er redet jetzt sogar von den Pharaonen, wo wir jetzt momentan noch sind. Gut, gib es mir. Ah, das geht jetzt ziemlich schnell, hä? Du bist ein sehr talentierter Sammler, besser denke ich. Kenne, wenn du so weitermachst, geht mir noch der Platz im Laden aus. Ja, selber schuld. Du willst ja meine Sachen. Ja, jetzt sollte er nur noch sagen, dass wir talentiert sind. Ich glaube, das wird jetzt auch der Standardspruch bleiben. Ja, und du bist ein talentierter Sammler. Dann verkaufen wir die noch schnell durch. Wir sind schon über den 12.000 drüber. Bedeutungsweise, wir können dir das Geld endlich geben. Und ich hoffe, dass wir dann da... So, und da der letzte. Dann haben wir einmal unsere komplette Sammlung. Du bist ein talentierter Sammler. Sieht so aus, als hättest du keine Relikte bei dir. Wenn du welche findest, die in gutem Zustand sind, bring sie zu mir. Ich werde dir eine Menge Geo dafür geben. Alles klar, was ich aber noch gerne machen ist... Der Kleine sieht komisch aus, aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ah, immer noch. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zum nächstgelegenen Bänkchen wieder. Also ich glaube, dann machen wir uns zurück, nochmal zur Station des Königs. Und dann haben wir die nächste Folge schon mal etwas zu. Wir haben 16.000 Geo beieinander. Dann würde ich sagen, 12.000 müssen wir schon mal dieser Frau geben, die einfach unseren halbwegs zerbrochenen Talisman verschluckt hat. Und danach machen wir uns unterwegs ab ins Kolosseum und versuchen mal die dritte Challenge zu meistern. Weil ich denke, langsam meine Talente sind genug gut, um sie irgendwie anzubekommen und irgendwie zu erledigen. Wir müssen einfach noch eine gute Kombination zusammenbekommen, um das überhaupt zu schaffen. Also wenn ihr eine gute Kombination habt, die ich brauchen kann für das Kolosseum, schreibt mir doch liebend gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich ziemlich darüber freuen. Und natürlich auch liebend gerne ausprobieren. Und dann würde ich sagen, ja, das wäre schon mal alles gewesen. Dann wissen wir auch schon, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Was sich aber sowieso mit dieser Frau ab sich geht, die einfach unsere Talisman verschluckt hat, das finden wir dann auch raus in der nächsten Folge. Ich danke in dem Fall schon mal vielmal fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und ich danke vielmals. Bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde Hollow Knight mit dem Schweizer. Danke vielmals und ciao.